also, fangen wir an. Ich wollte mal eine Folge machen, wo ich das Dashboard ein bisschen erkläre, oder was da passiert ist jetzt in letzter Zeit. Gewisse, was interessiert, hat das schon auf der IG-Page gesehen. In der Story habe ich so ein bisschen einen scheuchen Soft-Release gemacht von dem Dashboard, wo alles noch so ein bisschen under construction ist, wie ihr da seht. Darum immer ein bisschen mit Disclaimer. Viele von diesen Flächen werden sich vielleicht noch ändern mit der Zeit, aber das ist einmal so ein bisschen der Startschuss, um es euch zu zeigen. Oder ich kann einfach mal so einen Grundumschlag machen und einmal alles zeigen, alle Felder und Metrics, die es jetzt schon hat, was vielleicht in Zukunft noch wird haben, Sachen, wo ich weiss, dass ich sie sowieso schon verändern werde, so jetzt in nächster Zeit. Aber ja, basically das Dashboard ist jetzt da. Es ist online, es ist auch immer unter der gleichen URL, wo ich auch ab sofort basically auch in die Descriptions und so reinnehme. Für gewisse Leute, die da die Videos mitbekommen, dass sie irgendwie gerade aufs Dashboard können. Weil bis jetzt ist der Link nur irgendwie kursiert in den IG-Stories und die es halt nicht mitbekommen haben auch irgendwie nicht so den Zugang zu dieser URL. Aber ja, es bleibt die gleich. Das Geile daran ist, dass ich die neuen Daten, wenn es dann irgendwie neue Tage oder Wochen dazukommen, dass ich die einfach reinspeisen kann, updaten kann. Und es ändert nichts am Link. Das heisst, es bleibt in dem Sinn immer das gleiche Dashboard, solange man den Link irgendwie hat, irgendwo bookmarked oder gespeichert hat oder whatever. Sonst würdet ihr es mitbekommen, wenn es sich ändern würde. Ich glaube aber für den Moment bleibt es mal das. Genau, so sieht das Dashboard aus. Das Geile auch, oder was mich freut, irgendwie so wie es programmiert ist oder coded ist, funktioniert es auch ziemlich gut auf Mobile. So. Also auch die Mobile-Version ist im Browser zumindest so. Jetzt ohne App, aber im Browser sieht es schon ziemlich gut aus. Es skaliert alles sehr gut irgendwie zum einem Mobile-Bildschirm. Gewisse Sachen sind vielleicht ein bisschen buggier. Ich würde empfehlen, generell sich das auf Desktop anzuschauen, für die, was es interessiert. Und genau. Wie fest hole ich jetzt aus? Oder vielleicht nutzen wir jetzt gerade den Stream, um das ein bisschen auseinanderzunehmen. Eben das Dashboard ist vor einem Zeitchen entstanden, sage ich jetzt einmal. Aber erst seit ein paar Wochen so richtig live. Gewisse haben es verfolgt, für gewisse andere, wo das neu ist. Ich habe es mir ein bisschen zur Sidequest gemacht. Spotify Follower-Daten. Am Anfang waren es nur die Follower-Daten, die mich interessiert haben. Von Spotify Artist-IDs, also von halt gewissen Künstlerinnen auf Spotify, vor allem die in der Deutschschweiz, die auf Schweizerdeutsch machen zurzeit. So, habe ich natürlich über all die Jahre irgendwie eine recht grosse Sammlung oder so ein bisschen Recherchearbeit geleistet, ohne das eigentlich zu wählen oder zu planen. Aber es ist halt mit der Zeit sind so grosse Sammlung passiert oder auch ein Informationslevel, wo ich halt recht tief irgendwie rein graben konnte. Und entsprechend, das was ihr da jetzt seht, auf weirde Art, ist so ein bisschen, könntest du sagen, alles was in diesen Jahren davor, was man ein bisschen zusammengesucht hat, spiegelt sich jetzt eigentlich in diesem Dashboard am Ende des Tages. Weil viele von diesen Artist-IDs, die vielleicht auch den Content da ein bisschen mitbekommen haben über die Jahre oder ich verfolgt habe über all die Jahre, die sind da jetzt irgendwie wie so auch repräsentiert in diesem Dashboard oder mit Daten da drinnen. Und mich flasht es natürlich immer wieder so zu sehen, nachher so gewisse Artist-Profile, wo ich irgendwie schon seit dem 2017, 2018 irgendwie kenne. Oder vielleicht teilweise auch vorher, je nachdem wie lange das Artist-Profil schon bestanden ist. Oder gewisse, die halt erst irgendwie danach dazugekommen sind,
wo ich auch irgendwo zu dem Universum zähle, sage ich mal, von dem Kanal da, wo die ein oder andere irgendwie zugeschaut haben oder mitverfolgt haben über die Jahre. Und ja, ich finde es geil, dass irgendwie alles jetzt wieder wie so zurückzugehen auf eine gewisse Art. Ist einfach so ein schöner Side-Effekt von dem Dashboard irgendwie. Genau, aber im Grunde genommen tut das relativ regelmäßig, also so regelmäßig wie ich das will, schlussendlich, tut das Dashboard die Daten, Spotify-Follower und auch den Popularity-Wert täglich tracken, sprich auch täglich wiedergeben oder je nachdem, was man da für eine Date-Range irgendwie eingibt, aber zu dem kommen wir dann noch, zeigt es auf. Mir ist am Anfang nur darum irgendwie gegangen, Spotify-Follower aufzuzeigen oder halt wie sich die entwickeln für gewisse Artists oder wenn man gewisse Artists vergleichen, sage ich jetzt mal. Es haben sich jetzt aber ein paar neue Felder oder Möglichkeiten aufgetan, wie man die Daten noch aufzeigen kann. Und das zeige ich euch nachher jetzt, da, wenn wir durch die Felder durchgehen. Und wir kommen dann auch noch dazu, was es für Limitationen gibt, also Sachen, die man irgendwie nicht rausbekommt aus dem Spotify-Server zu dem Zeitpunkt. Kann ich das sicher auch nochmal wiederholen. Genau, aber das ist so die Start-Page, wo jetzt drauf kommst. Eben, wie gesagt, alles ist so ein bisschen Work in Progress. Das heisst, gewisse Felder, die ihr da seht, gewöhnt euch irgendwie nicht zu fest dran, für die da ein bisschen rumspielen wollen. Es dient auch im Moment wirklich nur als Spielerei, sage ich jetzt einmal, weil es verändert sich, es wird sich stetig verändern. Ich sehe jetzt auch schon die ganze Zeit, wenn ich drauf gehe, sehe ich halt gewisse Felder, die irgendwo anders sein sollten oder wo man noch ein bisschen ummodeln müsste, irgendwie, die noch nicht so ganz Sinn machen. Von dem her, wenn ihr seht, dass ich den Link jetzt ab und zu share, so, ja, sehen es als Beta-Phase, dass ihr ein bisschen mitspielen könnt, wenn ihr Lust habt oder die ein oder andere, wo da sich die Daten anschauen wollen. So, schlussendlich die Daten ja, sind von den meisten Artists generiert, die da auch irgendwie mitschauen, teilweise mit dem Kanal. Daher finde ich es nur fair, dass zum gleichen Zeitpunkt, wo das Dashboard da erstellt wird, dass man irgendwie auch gerade von Anfang an reinschauen kann. So. Und selber ein bisschen recherchieren wird, für die es interessiert. Genau, also, was sieht man da auf dem Screen? So, zuoberst oben, aber eben, könnte sich noch ändern. Kann man die Artists eingeben. Man kommt auch, wenn man draufklickt, das passiert auf Mobile auch, kommt man auf ein Dropdown-Menü, wo man auch auswählen kann, wenn man jetzt nicht wüsste, nach wem man sucht. Wenn ihr euch fragt, wie viele oder welche Artists da drin sind jetzt momentan knapp über 400 Artist-IDs da drin oder Artist-Profil, je nachdem, wie man das definieren will. Momentan Schweizerdeutsch, sprich vor allem Deutschschweiz. Viele eben, die den Kanal da kennen, können sich ein bisschen vorstellen, welche da so drin sind. Also es sind vor allem kleinere Artists, aber es geht auch irgendwie die Grösse rein, sage ich jetzt einmal. So, die allermeisten Independent Artists oder komplett unabhängige Artists. Vielleicht kommen wir dann irgendwann einmal dazu, wieso gewisse Artists noch da fehlen. Aber es kommen stetig neu dazu. Mir persönlich, dass ihr ein bisschen meine Input da haben im Hintergrund. Mir geht es jetzt eigentlich eher, oder ist in diesen Übersichten mehr darum gegangen, so im kleineren Bereich oder im tieferen Bereich, weiter unten, anschauen, wie sich das verhält mit dem Spotify-Follower-Wachstum. Die grösseren Artists, ja, aber in einem gewissen Zeitpunkt interessiert es mich persönlich jetzt nicht mehr so fest. Aber ich kann auch verstehen, dass gewisse da irgendwie grössere Artists raussuchen, hätte man auch die Möglichkeit. So. Genau, aber wenn wir jetzt da einfach anhand von einem Beispiel
irgendetwas Aktuelles könnte man da jetzt eingeben. Und dann taucht er rechts, wenn man es sieht, ich tue es ein bisschen noch, genau, sieht man eigentlich relativ gut. Gewisse Felder, die auftauchen, das Coole daran ist, so, wenn wir jetzt noch einen zweiten dazu nehmen, oder man kann so viel rein tun, wie man will, so. Oder ich glaube, es gibt kein Limit, das rein programmiert ist. Irgendwann wird es dann ein bisschen messy, oder hat man den Überblick ein bisschen verloren, sage ich jetzt einmal. Genau, wenn wir jetzt einfach das Beispiel mit einem Artist machen, oder mit zwei, machen wir es mal mit zwei, einfach zum Vergleich, oder ja, vielleicht zeigen wir es mal mit einem. Spielt eigentlich keine Rolle, welchen ihr da nehmt. Sobald ihr einen Artist eingebt und da jetzt mal die Date Range sein lasst, also nicht noch irgendwie spezifisch Tage könnt auswählen, zeigt es wie so halt die volle Range, so ein bisschen mehr als einen Monat habe ich jetzt getrackt schon bei den meisten Artist-Profilen, wo ihr da in dieser Auswahl seht. Nicht an allen Tagen, aber an den meisten Tagen, sagen wir mal. Ihr werdet auch die Punkte sehen mit den jeweiligen Daten. Genau, und auf der Startseite, sage ich mal, oder in diesem Tab, das ist so die einfachste Ansicht, Followers and Popularity. Das Feld zeigt einfach oben dran die Follower-Anzahl, so. Einfach mit einer Range, mit einer Skala, wo ihr seht, wie hoch oder die Anzahl Follower einfach und wie sie sich täglich verändern. Und dann weiter unten gibt es noch den Popularity-Wert, wo ich mal ein bisschen erklärt habe, aber wo ich sicher auch noch mal irgendwann einmal aufzeigen kann oder wo man da auch ein bisschen selber recherchieren kann, was es mit dem Popularity-Wert auf sich hat. Die Sache mit dieser Schnittstelle und mit den Daten, die ich da tracke, ist, man kommt halt nicht Streams über. Die Streams gibt der Server wieso nicht, der Spotify-Server. Fände ich jetzt ein bisschen spannender natürlich, so die einzelnen oder die Anzahl Streams irgendwie, die man täglich, wöchentlich macht, dass man die bekommt. Wieso will man die jetzt nicht bekommt? Das Nächste an dem ist halt so ein bisschen der Popularity-Wert oder die Mathematik da dahinter. Weil der Popularity-Wert tut halt, das ist irgendeine Formel im Hintergrund, wo sich anschaut, die Aktualität von deinen Streams plus die Intensität, also wie stark du gerade am Streamen bist, so, und schaut sich das von allen Songs an, also nicht nur von einem Song, sondern von dem ganzen Katalog und errechnet dann einen Popularity-Wert für dich als Artist. So. Der kann sich auch verändern, das würdet ihr da auch sehen, wenn ihr nach gewissen Artists sucht, die irgendwie einen Zuwachs haben in letzter Zeit. Oder vielleicht auch sich das verändert, wenn man irgendwie gerade neu etwas released. So. Genau, aber das sind so mal die zwei Main-Ansichten oder die zwei Main-Stats, die man da irgendwie tracken kann, sage ich jetzt einmal. Genau, der Popularity-Wert bei den meisten, das kann man jetzt auch schon ein bisschen sagen, oder ist ein bisschen eine Erkenntnis. Aber wenn ihr das selber ein bisschen suchen werdet, ihr das auch sehen. Die meisten, sage ich mal, im unteren Follower-Bereich, also irgendwo bis 2000, 3000 Follower, bei denen geht der Popularity-Wert irgendwo bei 25, 30 hört er dann auf, sind so ein bisschen die besten Werte. So. Und bei den allergrössten Accounts innerhalb von der Schweiz auf Schweizerdeutsch geht der Popularity-Wert irgendwo bis 45 oder so. Also die 50er-Range und höher geht irgendwie, das ist das absolute Limit momentan so. Für die, was interessiert, so, ja, wie sich das mit dem Popularity-Wert verhalten. Aber am besten ihr es einfach mal ausprobieren und nachher sehen ihr es mal. Wie gesagt, es sind sehr viele Artists da drinnen. Da kann man auch ein bisschen nachschauen, wie hat sich das verändert. Das wäre so der erste Reiter oder der erste Tab da. Oben sieht man auch ganz einfach, aber gewisse von diesen Feldern werde ich noch verändern. Sieht man, machen wir es mal auch wieder, wo man ein bisschen den Unterschied würde sehen. In den oberen Feldern
in den oberen Feldern sieht man die aktuelle Followeranzahl auf Spotify. Also vom jeweiligen letzten Tag, wo da drinnen ist in diesem Dashboard. Dann sieht man auch die letzten 7 Tage den Follower-Zuwachs, wie viele dazugekommen sind. Und dann hat man noch einen Average Popularity-Wert, also den durchschnittlichen Popularity-Wert von allen Tagen, nehme ich mal an, tut es den Durchschnitt ausrechnen. Das Feld da nehme ich aber raus, oder das tue ich ändern auf den aktuell täglichen Popularity-Wert, also das, was jetzt gerade der letzte ist, ähnlich wie das Feld so, weil der Durchschnitt spielt in dem Sinne eigentlich keine Rolle oder interessiert mich jetzt nicht in so einem Fall. Vor allem, weil der Popularity-Wert sich jetzt nicht mega stark verändern. So bei vielen Schweizer Artist-IDs, sage ich jetzt noch. Genau, aber das sind so ein bisschen auf die Schnelle, sieht man irgendwie gerade die Anzahl Follower oder Followerinnen, ohne jetzt müssen aufs Artist-Profil zu gehen. So. Und eben, wie gesagt, das sieht man halt mit allen Artists. Wenn man jetzt natürlich neu dazu tut, zählt es da zusammen, ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich wählen so. Ist zwar funny mal zu sehen, wenn man so gewisse irgendwie zusammen tut, was es dann da errechnet. Es errechnet dir auch, da wiederum macht vielleicht so ein durchschnittlicher Popularity-Wert macht Sinn, wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel, keine Ahnung, eine Gruppe oder irgendeine Clique, ein Camp, willst Artist-IDs zusammentun von einem gleichen Camp, so kann man sich da gewisse Gruppenstats kann man sich da irgendwie zusammenstiefeln oder zusammenrechnen. Genau. Diese Ansicht da aber ist jetzt ab 3 oder mehr Artists gesehen, da wird es ein bisschen unübersichtlich, selbst wenn sie jetzt so mit Farben ein bisschen anders codiert sind. Aber zumindest kann man mit Artists, sage ich mal, die irgendwo in einer ähnlichen Follower-Range sind oder Popularity-Range, kann man da spannende Vergleiche machen. Für die, was interessiert, kann man halt auch switchen zwischen allen Zeitstrahlen und immer ein bisschen schauen, wo sich was verändert hat. So. Genau, das wäre mal so die Startseite, sage ich mal. Und dann kommen wir eigentlich schon zum nächsten Feld. Das wird jetzt aber in Zukunft wahrscheinlich da ein Schluss, so das Custom Metric, also das ist so ein bisschen die Custom Spielwiese, sage ich jetzt einmal, oder so ein bisschen der Freestyle Tab, wo man noch ein bisschen Special Stats bekommt, so. Das wird sich auch ändern mit der Zeit. Da habe ich jetzt einfach mal ein paar Custom rein da. Die Custom Metric, der Tab da, ist verlinkt sozusagen mit dem Dropdown-Menü da unten. Custom Metric, alles was man da unten anwählt, verändert dann nur da etwas in dem Custom Metric Tab. So. Da habe ich jetzt einfach mal zum Start ein paar verschiedene Ansichten rein da. Wie man die Daten kann flippen oder ein bisschen anders anschauen, je nachdem, was dich gerade in dem Moment interessiert. Gewisse werden sich aber auch noch verändern. Wir können aber mal ein paar durchgehen, die spannend sind. Zum einen hast du auch einfach basic die Followers, gleich wie da auch, einfach ein bisschen genauer aufzeigt oder ein bisschen näher anzoomt, wenn du es jetzt einfach würdest sagen. So, das ist genau der gleiche Zeitstrahl. Einfach, da fängt er nicht bei 0 an. Müsste sich vielleicht auch noch ändern. Es zeigt er da halt nur die jeweilige Range ein bisschen weiter anzoomt. Die Veränderung, sage ich jetzt mal, von Tag zu Tag. Das ist auch die Followers. Da kannst du natürlich auch einfach zusammen vergleichen, mit wem du willst. So. Aber da sehen wir jetzt schon, wenn der Abstand relativ hoch ist, so, oder schon bei einem kleinen Abstand ist es irgendwie, geht der Vergleich dann meistens nicht mehr. Für das gibt es aber andere Ansichten, die ich noch zeigen werde. Genau, das ist auch der Follower-Vergleich. Gerne müsste man sich ein bisschen raussuchen, bei wem der Vergleich ein bisschen mehr Sinn macht. So.
auch so von der Differenz, dass es irgendwo näher beieinander ist und dass man es einfach kann vergleichen kann. Dann gibt es noch die Followers, indexed 100 at first. Das ist eine andere Art, den Follower-Zuwachs zu zeigen oder die Follower-Entwicklung mit so einer Art Indexierung, wo bei 100 startet und nachher einfach im Wert aufgeht. Und das Coole an dem ist, da kannst du jetzt wirklich auch Leute vergleichen oder Artist-Profil vergleichen, die weit voneinander entfernt sind, sage ich mal, mit den Base-Follower. Aber du wie so eine Kurve, einen Zeitstrahl dir zeigt, wie stark jemand am Follower gewinnen ist oder wie stark sich die Follower entwickelt. Weil da kann man es mal so mit einem Vergleich machen. Dann nimmt man mal so. Da seht ihr jetzt so, das sind jetzt zwei Artists, oder eben je nachdem, was ihr da eingebt und was ihr zusammen vergleicht. So. Es geht mir jetzt nicht um obviously um irgendeinen musikalischen Vergleich oder kulturellen Vergleich, so was das für eine Bedeutung hat, so. Sondern einfach die Art oder die Übersicht ist noch geil. Der Index, der 100er-Index da, weil ihr seht, die fangen alle gleich an. Also das bedeutet ja nicht, dass sie an einem gleichen Punkt anfangen. So. Das ist jetzt nicht 0, sondern es zeigt einfach vom Wert 100, zeigt es an momentan mit all diesen Daten, die tracked sind, wie stark, oder ich schaue es jetzt eher so an oder interpretiere es so, der Zeitstrahl zeigt relativ gut, wie intensiv jemand gerade Follower am Gewinnen ist. So. Obwohl jetzt da unten der blaue Zeitstrahl, der Julex, mehr Base-Follower hat, so, zeigt es irgendwie beim Schmani zum Beispiel, so, oder je nachdem, wer man da rein tut, dass er einfach momentan stärkeren und auch grösseren Follower-Zuwachs hat im Verhältnis sozusagen zu seiner Größe. Und das tut halt, weil es mit dem Index passiert und nicht die absolute Follower-Anzahl nimmt, kann man halt wie so grosse und kleine Artists zusammen vergleichen und kann so ein bisschen schauen, okay, im Verhältnis ein kleinerer Artist zum Beispiel, wie stark wachsen die Artists im Vergleich jetzt zu einem grösseren zum Beispiel. Da kannst du nachher relativ funny auch eben aufzeigen, so wenn du jetzt wirklich Artists nimmst mit unterschiedlichen Grössen, kannst du jetzt da schauen, wer wie stark gerade am Follower gewinnen ist, sage ich jetzt einmal. Das Gleiche könnte man auch mit dem Popularity-Wert machen, aber der verändert sich logischerweise jetzt nicht so stark wie der Follower-Zuwachs. So. Ja, ich kann das jetzt nicht da gross interpretieren für gewisse Stats-Kenner oder Leute, die verstehen, wie sich das ein bisschen verhält. Was man da, ich kann euch halt so viel sagen, es ist irgendwo durch logisch, dass ein frischeres Artist-Profil, wo jetzt gerade stark am Bass generieren ist, dass der im Verhältnis halt zu seiner Größe, dass der halt jetzt schneller Spotify-Follower generiert und entsprechend Kurve auch als die stärkste Kurve angezeigt wird, so, oder steiler raufgeht als die anderen Kurven. Unabhängig vom Base-Follower-Level, von der Basis, wo ja grösser ist bei den anderen Artists. So. Trotzdem, wenn wir so einen Vergleich jetzt da sehen mit dem Index, ist dennoch auch spannend, dass im Verhältnis zu der Größe von diesen jeweiligen Artists sind halt gewisse kleine Artists, wie ihr da seht, viel, viel stärker am Wachsen. Und ja, könnte man jetzt da sagen natürlich, dass das am Anfang immer ein bisschen mehr der Fall ist und umso grösser man wird, umso schwierigere Anführungs- und Schlusszeichen wird es zum Follower sammeln oder neue Follower dazu sammeln.
Aber ja, ich finde die Index-Ansicht finde ich eigentlich recht cool. Da kann man, wie gesagt, eben auch, das geht natürlich auch mit kleineren Artists so, kann man da, kann man da irgendwie zusammen vergleichen und einfach mal schauen, okay, die Stärke so vom Follower-Zuwachs. Eben nicht um irgendwie jemanden kleiner machen als die andere Person, so, es geht jetzt nie um das. Das würde ich irgendwie an dieser Stelle auch noch sagen, so, auch wenn jetzt da die Möglichkeit hast, Artists zu vergleichen in diesem Dashboard, so, mir persönlich, so meine Philosophie ist, und für die da auch den Kanal ein bisschen länger mitverfolgen, wissen, glaube ich, dass es nie so groß darum gegangen ist, hey, die anderen sind, jemand ist die kleine Person oder der kleine Artist, so, und dann sollte man das können vergleichen, um so kompetitiv irgendwie etwas damit machen. Gewisse, die das so anschauen wollen, können das auch von mir aus machen. So. Das ist jetzt nicht, liegt jetzt nicht an mir, das irgendwie darüber zu urteilen. So. Aber mir geht es mehr um die Informationen dort dahinter oder weil Leute auch nicht so das im Kopf haben, hey, wie sieht es eigentlich aus mit der Followeranzahl? So, oder wie entwickelt sich überhaupt die Follower? So, klar könnte man die Vergleiche auch machen, um irgendwie auf ja, irgendwie Leute ranken oder so. Aber mir geht es jetzt nicht so fest ums Ranking, sondern einfach um irgendwie spannende Muster herauszufinden oder einfach, wie sich das überhaupt verhaltet, dass man Spotify Artist Profil irgendwie folgen, vor allem jetzt in der Schweiz, sage ich jetzt mal, mit Deutsch-Schweizer Artists. Genau, weil irgendwie kann man wahrscheinlich nicht eben, dadurch, dass man natürlich auch mehrere Artists da kann eingeben oder vergleichen, kann man natürlich nicht verhindern, dass Leute das eher nehmen, zum vielleicht auch gewisse, ja, auf eine negative Art, sage ich jetzt mal, so ein bisschen toxische Vergleiche anzustellen, so. Kann halt mit jedem Tool passieren wahrscheinlich, wo irgendwie zur Verfügung stellst. Ich finde es einfach allein schon dope, dass du auf einen Knopfdruck irgendwie kannst sagen, okay, easy, ich will jetzt mal schnell schauen oder verstehen, bei West im Vergleich jetzt dazu, nehmen wir etwas im ähnlichen Dunstkreis im Vergleich zu einem Midas, so. Oder zusammen mit einem Midas, sage ich jetzt einmal, wie verhaltet sich das, wie verhaltet sich der Follower-Zuwachs. Und eben, klar kann man das mit Camps machen, die irgendwo ähnliche Communities sind, oder man macht es irgendwie, vergleicht auch Sachen, die komplett aus verschiedenen Sparten sind irgendwie, und schaut halt dort irgendwie, was man für Muster irgendwie herausfindet. Darum, man kann es auch ein bisschen für den competitive Play anschauen, so. Ist klar, gehört auch irgendwo zu so einem gewissen Spirit, wo vielleicht da auch ein bisschen gelebt worden ist, so. Aber jetzt nie so, dass sich Leute klein fühlen hoffentlich, sondern mehr Informationen irgendwie an die Hand geben, um die Lage besser zu verstehen oder die Situation besser zu verstehen. Ich sehe es jetzt eher umgekehrt, dass vielleicht jemand, der ein bisschen kleiner ist oder erst gerade irgendwie angefangen hat, auch ein bisschen kann sich besser einordnen oder kann verstehen, wo in dem Schweiz-Universum, sage ich jetzt mal, Musikkulturuniversum, wo man irgendwie steht, so, oder auf welchem Weg man ist. So. Ich habe das Gefühl, das tut eher positive Gedanken auslösen, aber ja, kommt auch ein bisschen darauf an, wie man das sieht. So. Das ist einfach so ein bisschen mein Take. Genau, dann bei der Custom Metric hat es noch, machen wir es mal mit einem, dann sehen wir auch wieder ein bisschen Ding. Genau, die Follower Index, dann hat es da noch die Follower vor einem Tag, also so mit dem Dreieck und One Day. Die Ansicht, das werde ich auch noch ein bisschen umbenennen, weil es ein bisschen verwirrend ist, vielleicht so. Die Ansicht machen wir es mal schnell mit jemandem, wo so ein bisschen tägliche Changes hat. So.
Auch noch zu wenig, ja, weil bei gewissen sieht man natürlich so, ähm, die haben noch so ein bisschen zu wenig Daten, sage ich mal, die passieren jeden Tag. Aber die Follower One Days da, Followers One Day, die zeigt dir eigentlich den täglichen Change, der passiert. So. Also es kann auch ins Minus, so zeigt es glaube ich auch, oder ich habe noch andere Ansichten, wo es auch ins Minus geht, sprich wenn du Follower verlieren würdest, so, wird es auch angezeigt in einer gewissen Übersicht. So. Genau, aber da kannst du wie so jeden Zeitpunkt, den ihr da seht, eben meistens ist es täglich, wo ich es da getrackt habe, seht ihr jetzt da 3, 7, 1, 0, 8 sind die jeweilige Anzahl Follower an dem Tag, die dazugekommen sind. Teilweise spielt das ein bisschen eine Rolle, wenn das passiert, weil ich das immer so ein bisschen, ich versuche es immer ein bisschen gegen den späteren Abend zu safen für den jeweiligen Tag, so. Wenn schon die meisten FollowerInnen dazugekommen sind, sage ich jetzt mal, tagsüber. Und da sieht man, würde man in dieser Ansicht, so, wenn man da in der Custom Metric das anwählt, sieht man zum jeweiligen Artist, sieht man eigentlich die täglichen Unterschiede so ziemlich gut. Jetzt nicht zusammenzählt, die Summe, sondern wirklich effektiv, wie viele Follower dazugekommen sind jeden Tag. So. Oder an den Tagen, wo es halt tracked worden ist. Dann gibt es noch Follower 7 Days. Das zeigt nicht so ein Hiccup, so ein bisschen eine Zickzack-Kurve, sondern ein bisschen gleichmäßigere Kurve, weil es da einfach jede 7 Tage anzeigt. Da sehen wir jetzt auch schon 27, 25, 22, 15 sind immer 7 Tage zusammengezählt. Diese Ansicht da ist aber ein bisschen verwirrend oder sie sollte vielleicht auch nicht so heißen mit den letzten 7 Tagen, weil zwar sehen wir da irgendwie zusammenzählt, ja, es sind eigentlich nicht 7 Tage, weil es tut da trotzdem ihr könnt da trotzdem die täglichen Unterschiede anschauen. Ich überlege mir aber noch, wie man die Ansicht ein bisschen verständlicher machen kann, weil es braucht schon natürlich das sozusagen, ist wie so näher angezoomt, sage ich mal, auf täglicher Basis, aber eigentlich die Unterschied zwischen 7 Tagen und 28 Tagen würde es wahrscheinlich nachher nicht mehr brauchen, oder nicht den Unterschied da braucht es eigentlich nachher nicht mehr. Oder jetzt seht ihr da die Followers 28 Tage, darum heisst der ganz gross noch Under Construction. Die wird wahrscheinlich rauskommen, die tue ich nicht mehr weiter anzeigen lassen. Oder vielleicht habe ich nachher irgendwann mal eine letzte 60 Tage oder so. Je nachdem, was Sinn macht. Aber ich finde eigentlich die spannend da, wo man wirklich genau hineinschauen mit der Date Range, die man da eingeben würde. Kann man natürlich auch das Datum auswählen oder sagen, nur von dann bis dann. Kann man sehr genau anschauen, okay, wenn man jetzt Songs released hätte zum Beispiel, kann man ziemlich genau nach den Unterschied anschauen oder ja, täglich eigentlich, was danach passiert, so. Ob Follower dazugekommen sind, ob man Follower irgendwie verloren hat. So. Das würde man da alles sehen in dieser Custom-Ansicht, sage ich jetzt mal. Dann genau, das 28 Tage, die letzten 28 Tage, tut es einfach ein bisschen noch mehr stretchen. Der Zeitstrahl sieht nachher ein bisschen gleichmäßiger aus. So. Werde ich aber noch oder to be confirmed, ob man das noch drin lässt oder nicht für die Zukunft. Genauso wie das SMA 28. Das sind einfach mal ein paar eben Testzweckmäßig habe ich da ein paar Zeitstrahl und Kombinationen habe ich da irgendwie ein bisschen zusammen gemacht, um zu schauen, was ein bisschen mehr Sinn macht. Dann gibt es noch Popularity. Genau, wo wir jetzt da, genau, wenn man da jetzt sieht, auch da wiederum kann man mehrere Artists oder bei all diesen Custom Metrics kann man immer mehrere Artists dazu tun. Da im Popularity-Wert gleich wie da,
einfach auch wieder ein bisschen angezoomt oder je nachdem, wer man gerade da eingegeben hat, sieht man auch Changes in Popularity. Und ihr seht da, es ist anders wie bei den Followers. Es sind kleine Unterschiede, aber logischerweise auch eine Differenz von 1 oder 2 Popularity-Punkten so, zeigt es dann an als so Ausschlag irgendwie, weil sich halt der Popularity-Wert oder die Range nicht so fest verändert. Also die Veränderung da effektiv ist nur von 15 auf 13. So ist jetzt nicht eine starke Differenz in dem Sinn. Aber für die, was interessiert, kann man auch da in der Custom Metric einfach die Popularity anschauen. Und dann gibt es noch einen Rank, einen Follower-Rank, wo aber auch ein bisschen busted ist oder ein bisschen geschlissen ist. So. Die Idee wäre, glaube ich, gewesen, oder hat man sich mal zusammen gemacht, dass man wie so einen Rank haben am Schluss, wenn man jetzt irgendwie mehrere Artists rein tut, was auch immer, ich mache jetzt einfach mal random, hat man da wie so Followers lower gleich better, also der Rank, die da nachher, wenn man die würde quer vergleichen und tiefere Rank haben sozusagen, sind in einer Kalkulation werden die irgendwie als höher gerankt. So. Ich glaube aber, ich sage mit Vorbehalt ein bisschen, dass die busted ist, das Ranking da, weil es tut's natürlich ranken im Gesamttotal von der Follower, von der insgesamten Follower. Ihr seht da, das tut da wie so die Follower zusammenrechnen dann von den jeweiligen Artist-IDs und tut sich da irgendwie aus dem Gesamttotal, macht es da Kalkulation, macht natürlich nicht so viel Sinn. So, darum wahrscheinlich bleibt das auch in dieser Form, bleibt jetzt die Custom Metric da nicht drin. Welche funktioniert jetzt momentan, sage ich jetzt mal, ist der Followers einfach ganz normal, die Followeranzahl. Das mit dem Index, eben wie ihr da seht, wenn wir dann gewisse, ihr seht jetzt die Zeitstrahl, die weitergeht, so, wenn man dann gewisse Artists rein tut, sieht man auch den Unterschied, sage ich jetzt einmal so, also mit dem Index von 100 angestartet, wie sie wachsen. Das finde ich noch cool. Und dann der tägliche Follower-Unterschied. Die 3 Custom Metrics, sage ich jetzt einmal so, die bringen es im Moment, oder die kann man sich anschauen und kann man auch irgendwie wertvolle Informationen irgendwie da rausbekommen. Aus den anderen, da wo ihr weiter unten seht, die sind einmal so ein bisschen noch eine grosse Baustelle, sage ich jetzt einmal. Und ich bin natürlich auch noch ein bisschen am herausfinden, was kann man mit diesen Daten, weil jetzt hat man halt wie so 2 Metrics, wo man die ganze Zeit tracken. Zum einen die Followeranzahl täglich und auch der Popularity-Wert. Und es gibt natürlich so gewisse mathematische Formeln, wo man könnte irgendwie auch noch gewisse andere Werte daraus raus, aus dieser Kombination, sage ich mal, aus dem Quervergleich von diesen 2 Stats, kann man gewisse andere Kalkulationen oder Muster kann man irgendwie noch rausbekommen. Und das würde ich wahrscheinlich da nachher irgendwo in so Custom Metrics einbauen. Also. Genau. Das ist aber auch für den Moment haben wir auch die Daten immer so gelassen, wie sie sind. Du könntest jetzt aber auch einen kürzeren Zeitraum da auswählen und sagen, hey, gib mir nur einfach 2 Wochen. Und dann würde man entsprechend auch nur 2 Wochen sehen. Genau, so viel eigentlich zu dem Followers and Popularity Tab und der Custom Metric Tab. Eben nicht wundern, der wird sich da auf die Seite irgendwie verschieben, weil das so ein bisschen der letzte Tab soll sein, glaube ich, am Schluss, oder so wie ich es mir denke. Und dann hat es 2 Tabs, wo ich auch schon ein bisschen teasert habe, in den IG Stories, wo unabhängig sind von dieser Artist-Auswahl da. Sprich, da passiert jetzt nichts mehr, wenn ich irgendjemanden eingebe. Muss ich auch noch ein bisschen besser signalisieren. Also auf die Schnelle, wenn man da einen Artist eingibt, kommt man trotzdem da oben die Stats über von dem Artist. So. Aber die 2 Tabs, Levels und Universe,
sind halt unabhängig, funktionieren unabhängig von der Eingabe da links, wo ihr seht. Und zum einen haben wir da die Levels oder auch da die Namen da dahinter, wie ich das genannt habe. So, das ist auch to be continued, wie das Final wird nennen. So, momentan heißt es jetzt Levels. Das ist die Bar Chart, wo ich auch schon gebracht habe in den IG Stories ab und zu, wo wir auf eigentlich alle Followers, die jetzt tracked werden, also täglich, seht ihr da im Levels Tab, seht ihr wie der letzte aktuellste Tag, in dem Fall der 11. September jetzt, weil das Dashboard bis zum 11. geupdatet ist, seht ihr den täglichen Print, also jetzt einfach der 11. September in dem Fall, seht ihr da abgebildet für alle Artist-IDs, die da im Hintergrund also wo ihr da im Dropdown-Menü seht. Einfach anders angezeigt, in einer Bar-Chart so. Es fängt halt beim kleinsten an, aber das Coole daran ist, da gibt es 2 Felder, Minimum und Maximum Followers. Und da kann man jetzt zum Beispiel sagen, hey, gib mir halt die zwischen 350 Followers und 450 Followers sind. Und dann seht ihr, da passt es auch relativ zügig an. Auch vom Mobile ist es ziemlich schnell. Und dann gibt es dann noch Slice Tail, how many artists. Kannst du halt sagen, gib mir nur 15. Also die ersten 15, die ab 350 Followers irgendwie sind und aufwärts. So. Dann seht ihr, macht es da wie so eine neue Auflistung oder ein neues Diagramm. Und ja, das kannst du halt coolerweise halt in jeder Range machen. Du kannst sagen 1500 bis 2000 so, und dann gibt es dir die jeweiligen Artists in diesem Bereich so ein bisschen untereinander aufgeschlüsselt. Gegen also aufsteigend oder absteigend, je nachdem wie man es sieht. Und wie das jetzt verwendet wird, so ist jetzt auch ein bisschen die Frage, so je nachdem, was einen interessiert. Ich glaube, viele haben das auch gar nie so gesehen, generell. Also, dass du jetzt irgendwie ein besseres Gefühl auch kannst entwickeln, okay, wer ist überhaupt in der 4000er Range und aufwärts so. Da seht ihr, da wird die Kurve wird die Kurve dann ein bisschen tighter, beziehungsweise es gibt dann nicht mehr so viel, je nachdem, in welcher Range man unterwegs ist, gibt es dann nicht mehr so viele Artists. So, logischerweise, umso weiter man raufgeht mit der Follower-Range, umso weniger Artist-IDs betrifft es eigentlich so, in dem Sinn am Schluss. Genau, mich auch wieder persönlich interessiert eher so die unteren Regionen. So. Und da kann man halt auf eine coole Art relativ schnell kann man einfach die rausfiltern, die man will. So, wenn man sich jetzt jemals gefragt hätte, okay, zwischen 500 Followers und 600, jetzt wirklich so mega genau, spezifisch, so, wer ist das eigentlich so? Und da hättet ihr da halt nachher eine recht gute Aufschlüsselung. Eben die Artist-Profile, die da drin sind, ist natürlich noch komplett 100% eine vollständige Liste. Aber ja, gewisse von euch wissen, dass ich das schon sehr, sehr, sehr lange recherchiere. Es ist natürlich nur, ich kann da nur, sage ich mal, meine Kenntnis da mit reinspielen oder die Kenntnis, die Recherchekenntnis und die Informationen von gewissen Friends und Affiliates, die das auch cool fanden. So. Aber ich wage es zu behaupten, dass die allermeisten Artists da auch repräsentiert werden sie. Logischerweise, umso weiter man runtergeht, so, umso schwieriger wird es. Ich sage jetzt mal so die ganz zuunterst unten, weil das ja natürlich so die Logik ist, dass immer jede Woche neue Artist-Profile dazukommen.
auf den DSPs, kann man die untersten Leute nie komplett abdecken. So. Also die Daten fehlen mir oder habe ich auch gar nicht, logischerweise. Die hat nur die GfK sozusagen, die wo alle die gesamte Musikkonsumation tracken in der Schweiz. So. Die kommen wahrscheinlich irgendwie an die Quellen an von Spotify und wissen halt auf kleinstem Level, also so Artist-Profil, die halt 20, 30, 40 Streams generieren irgendwie in einer Woche, sehen die halt auch die neuen Artist-Profile. Die Möglichkeit habe ich nicht so. Also alle die ihr auch da drin sehen, sind halt manuell eingegeben oder die Artist-IDs habe ich halt müssen rein tun. Darum habe ich natürlich auch in dem Dashboard selber, weil das ist ja öffentlich, das könnt ihr euch auch anschauen. Wenn ihr seht, hey, da fehlen gewisse, so vor allem im unteren Bereich interessiert es mich natürlich. Da bin ich noch so froh drum, um ein DM irgendwie auf IG oder so. Ist auch schon ein paar Mal passiert jetzt, dass mir gewisse Artist-IDs geschickt haben, die noch nicht da drinnen repräsentiert sind. So. Und dann kann man das ziemlich schnell einbauen und dann wird es ab dem Tag auch mittrackt, sage ich jetzt einmal. So. Aber eben, ich wage es mal zu behaupten, dass sehr viele Artist-IDs, die ihr schon kennt oder vielleicht auch noch nicht kennt, auch im unteren Bereich da jetzt schon drin sind in dem Dashboard und auch aufsuchbar sind, wenn man jetzt sagt, hey, gib mir eben, umso höher man raufgeht, gib mir jetzt die ab 1000 Follower und drüber, umso höher man raufgeht, würde ich mal behaupten, wird es genauer, weil es halt nicht mehr so viele Artists sind. So. Dennoch, auch dort kann es sein, dass es Fehler gibt oder dass gewisse noch fehlen oder noch eingegeben werden, weil ich bin auch noch nicht fertig sozusagen mit der Eingabe von der Artist-IDs. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Sisyphus-Arbeit, so, das wird auch nie fertig sein in dem Sinn, weil es kommen immer neue Artist-Profile dazu. Mir ist es mehr wichtig, dass irgendwo im unteren Bereich, dass das möglichst gut abgebildet ist. Wenn ich jetzt sage, hey, ich will die sehen, die 200 Follower oder drüber haben, so, dass man da wie so eine Übersicht hat. Genau. So viel zu dieser Levels Bar, so, wo gewisse jetzt auch schon ab und zu auf IG mitbekommen haben, in den Stories. Und dann eine weitere Ansicht oder Grafik, wo gewisse auch schon mitbekommen haben, so ein bisschen teasermäßig in den IG-Stories. Das ist das, was ich jetzt da als Tab Universe genannt habe oder getauft habe. Das ist so für die Statistik-Freaks unter euch oder die ein bisschen Statistik haben in der Schule. So. Ich habe sehr wenig von dem gehabt oder nicht aufgepasst zu dem Zeitpunkt. So. Heutzutage interessiert es mich Jahre später. Aber das ist ein Scatterplot, nennt man das in der Statistik. Ist jetzt ein bisschen, ja, es wirkt auf den ersten Blick ein bisschen komplexer als jetzt da die Barchart, aber ist auch relativ einfach zu verstehen, so, wenn man ein bisschen verstanden hat, was die Achsen zu bedeuten hat. Diese Ansicht da ist eigentlich nichts anderes als die Followers, die wir da wieder schnell jemand auch das anzeigt, ist nichts anderes als der Follower-Zeitstrahl, da, wo ihr seht, und der Popularity-Zeitstrahl, die Datenpunkte, die täglichen Datenpunkte, sind da einfach anders abgebildet. Aber es ist genau das Gleiche. Es hat halt die Y-Achse da, die vertikale Achse, wo der Popularity-Wert anzeigt, eben von 0 bis halt der höchste, der möglich ist, da, wo registriert ist bei den Artist-IDs. Und unten auf der X-Achse, auf der horizontalen Achse, hat man die Anzahl Followers. Ist einfach wie so anders angezeigt, aber es zeigt schlussendlich das Gleiche an. Die Follower-Anzahl und Popularity-Anzahl, die ihr da seht, die repräsentiert ist, ist auch immer der letzte Tag, der letzte aktuelle Tag. So wie da auch bei den Levels ist es der 11. September jetzt in dem Fall, in diesem Beispiel. Und das ist auch da der 11. September. Es ist immer der letzte Tag, den es nimmt als Abbild. Und
Genau, am Anfang zeigt es halt alle an. Es hat halt da so gewisse Filter. Ich finde es allein schon cool, dass man so irgendwie wie so ein Spielfeld sieht. Je nachdem, wer man halt am Tracken ist oder welche Artist-Profil. Da die Punkte, die ihr da seht, sind alles individuelle Artist-Profil. Jeder Punkt ist ein Artist-Profil oder ein Artist oder Artistin, wie man das sehen will. Und da unten seht ihr halt, weiter unten links, sind halt viel mehr zusammengesammelt. Oder so ein bisschen wie ein Mob, ein bisschen alle zusammen. Und umso weiter man rechts rauf geht, umso verstreuter wird es oder auch kleiner oder weniger sind es weniger individuelle Punkte. Weil umso mehr nach rechts man schaut, umso höher ist die Anzahl Follower von dem jeweiligen Artist-Profil und umso höher man geht, umso höher ist der Popularity-Wert von dem Artist-Profil. Und das Coole ist, an diesem Spielfeld oder an dieser Ansicht, sage ich jetzt mal, dass man da das verkleinern kann oder vergrößern kann, wie man will. Also man kann sagen, mit den ersten 2 Filtern, die ihr da oben seht, die tue ich dann auch noch ein bisschen näher zusammen, weil das triggert mich jetzt schon die ganze Zeit, dass die ein bisschen weit auseinander sind da. Aber mit den ersten 2 Filtern kannst du einfach mal, sage ich mal, die Spielfläche, die Länge und die Grösse von der Spielfläche zuerst einmal skalieren oder halt verändern. Du kannst jetzt sagen, hey, Follower Range, gib mir nur die Artist-Profile an oder die Punkte, die jeweiligen Artist-Punkte, die bis 1000 Follower sind. Und Popularity-Wert kannst du jetzt sagen bis 30 zum Beispiel, weil es gibt noch ein paar, die irgendwie in dem Ding bis 30 sind. Und da allein schon das könnte man sich so ein bisschen für die es interessiert, ohne dass man jetzt weiss, wer hinter diesen Artist-Profil steckt oder hinter diesen Punkten, kann man natürlich da schon ein bisschen umspielen und herausfinden, dass jetzt bis 1000 Follower zum Beispiel, sehen ihr, sind da die allerletzten Punkte, die es da oben seht, 2 Punkte, hören dann irgendwo bei 30 auf. Also wenn man jetzt weiter raufgeht mit der Popularity Range, kommen keine neuen dazu. Ihr seht da, es geht zwar höher rauf, also das Spielfeld vergrößert sich in der Popularity Range, aber es werden wieso keine neuen Punkte angezeigt. Wenn man jetzt das auf 45 lädt und man erhöht die Artist Range, dann kommt langsam, seht ihr da, der erste Punkt taucht auch da irgendwann einmal auf. Irgendwo höher, über 30 Popularity. Aber es ist allein schon spannend, finde ich, meiner Meinung nach, dass man da sieht, okay, wie hoch geht jetzt der Popularity-Wert in einer gewissen Follower-Range. Das ist einfach eine Empfehlung von mir, oder vielleicht nehme ich das auch weg, dass es immer bei Null ist. Man könnte das auch verändern. Ich würde es jetzt für so kleine Tests oder für gewisse, die das recherchieren, würde ich das ein bisschen bei Null lassen, so zuerst einmal. Du könntest aber auch sagen, es tut es nachher ein bisschen anders anzeigen. Du kannst jetzt sagen, geh von 0 weg und zeig mir nur 700 bis 1700 Follower Range an. Dann ist es wie so ein bisschen eine gezoomte Ansicht, sage ich jetzt einmal. So, aber für den Moment kann man es einfach mal bei 0 lassen und einfach mit dem Max Range sozusagen kann man ein bisschen umspielen. Genau, das sind so die ersten 2 Sliders. Und dann wird es ja spannender, je nachdem wie man es sieht. Also auch schon da kann man irgendwie viel herauslesen für gewisse, wo das Spielfeld irgendwie studieren oder so ein bisschen besser verstehen wo gewisse Artists sitzen. Allein schon für so die philosophische Frage oder so ein bisschen die Meta-Ebene-Frage, dass so wie alleine in Anführungs- und Schlusszeichen stehen gewisse Artists. Also wie weit entfernt sind sie von anderen Artists irgendwie. Wenn es jetzt um Follower und Popularity-Wert wird gehen, so. Vielleicht mit anderen Stats sind sie dann näher zusammen oder haben eine kleinere Distanz. Aber so gewisse Fragen oder gewisse Antworten bekommt man da irgendwie indirekt,
auf gewisse Fragestellungen vielleicht auch, wo man sich gar noch nicht gestellt hat bis jetzt. Es ist ziemlich cool auch einfach mal zu sehen, glaube ich, dass es da so gewisse einzelne Punkte gibt, die so ein bisschen für sich alleine stehen, so, oder eben was es da auf sich hat, die 3 Punkte da, könnte man jetzt alles herausfinden. Weil der zweite Filter da, im gleichen Tab, hat halt da, das werde ich auch noch umbenennen, weil es da ein bisschen wenig übersichtlich ist oder so ein bisschen komplizierter dargestellt ist, als es müsste sein. Show Labels. Und jetzt mache ich es noch nicht mit der vollen Range, weil sonst würde es mega viele Namen da jetzt aufpoppen. Aber du kannst jetzt sagen, okay, wir sind jetzt zwischen 0 und 1000 Follower Range. Ich kann jetzt sagen, zeig mir rechts, seht ihr da den anderen Filter, wo nur Popularity steuerst, zeig mir die Artist-Namen, also zeig mir, wer hinter diesen Punkten steht, in der Range 15 bis 25 Popularity. Aber 0 bis 1300 oder 0 bis 1000 Follower soll die. Genau, also wie soll man das jetzt verstehen, der Filter? So, fangen wir nochmal an. Das Spielfeld oder die Größe haben wir gesetzt mit den oberen 2 Filtern und mit den unteren 2 Filtern zeigst du eigentlich nur noch die Artist Names. Also zeigst du nur an, welche Punkte mir da als Artist-Profil angezeigt werden sollen. Und wir lassen das jetzt mal von 0 bis 1000 Follower und die Logik dahinter ist jetzt, zeig mir alle Artist-Profile, also zeigen wir die Namen von allen Artist-Profilen zwischen 0 und 1000 Follower, die 15 bis 25 Popularity haben. Und wenn man jetzt hier auf Show Labels geht, dann ladet es ein bisschen, aber das macht es auch ziemlich schnell so, und zeigt die jeweiligen Namen an. Das sieht man da jetzt vielleicht im Stream ein bisschen klein, aber das ist auch gut so. Das sollte jetzt auch nicht eine Übung sein, um gewisse Leute highlighten oder eine Lektion da dahinter. So. Ich kann jetzt mehr zeigen, wie das funktioniert. Aber ihr seht nachher in Rot die jeweiligen Artist-IDs, wo das betrifft, also wo unter dem Filter, wo der Filter betrifft oder die Kriterien erfüllen, sage ich jetzt mal von dem Filter, die werden dann angezeigt. Und das Coole ist, es ist halt dynamisch so, du kannst es rutschen, den Filter, und dann verändert sich es halt in Echtzeit. Das ist auch ein bisschen geil an so einem Dashboard, so finde ich. So ein bisschen der Nerd in mir hat mega Freude an dem, weil auf Mobile geht das halt auch ziemlich gut. Und so wird man halt herausfinden, okay, wenn einen das vielleicht interessiert, wer sind so ein bisschen die einzelnen Punkte, die da ein bisschen weiter oben sind. Und ihr seht da eben wieder die gleiche Logik. Also weit unten links sind eher die Artist-Profile mit weniger Follower oder tiefen Followeranzahl und tiefen Popularity-Wert. Und umso mehr man nach rechts rauf geht, kommen halt Artist-Profile dazu, die hohe Popularity-Wert haben und auch hohe Anzahl Follower. Momentan Stand der letzte Tag jeweils. Genau. Aber das Coole ist halt, du kannst halt wie so das wandern lassen oder kannst sagen, hey, eben, gib mir nur, zeig mir nur die Labels oder die Artistnamen von Leuten, jetzt in dem Fall zwischen 500 Follower und 1500 Follower und einem Popularity-Wert von 20 und drüber, so, oder 25 und drüber, und dann seht ihr, sind es dann nur noch 2-3 Namen, so. Oder ihr sagt, okay, zeigen wir auch noch ein bisschen weiter, tiefer unten, so. Dann seht ihr auch ein bisschen, wie das Wandern tut, so. Und das kann man auch, weiter grösser machen oder sagen, hey, wir machen das jetzt grösseres Spielfeld, so. Und dann zeigt es auch entsprechend mehr an. Das Universe-Ding da, oder die das Universum, ist, ich sage mal, eine coole Art oder ein bisschen eine andere Art, die Schweizer Spielfläche oder die Deutsch-Schweizer Spielfläche anzuzeigen, im Independent-Bereich jetzt vor allem für die Artist-IDs, die da drin sind, weil es sowieso wirklich
dir ein Spielfeld grafisch aufzeigt, wo ein bisschen alle momentan sitzen. So. Und eben, es zeigt halt nicht die gesamte Konsumation an oder die genaue Konsumation, aber mit dem Popularity-Wert und mit der Anzahl Followers von Spotify zeigt es dir schon ein bisschen eine gewisse, ja, ein gewisser Teil von der Konsumation, von der aktuellen Konsumation zeigt es dir schon an. So, es wird natürlich nie so genau sein, dass du halt weißt, okay, wie groß sind die Streams oder die Anzahl Streams nachher effektiv passiert sind. Und für gewisse Legacy Artists, das habe ich jetzt auch schon irgendwie mitbekommen, also sprich Artist-Profil, die schon ein bisschen länger da sind und der Popularity-Wert vielleicht von früheren Tracks schon ein bisschen höher ist, so der Basis-Popularity-Wert, so der ist nicht so, ich sage mal, der tut sich nicht so stark gegen runter korrigieren. Also es gibt wahrscheinlich, wird man herausfinden, eine leichte Tendenz oder so ein bisschen ein Bias für ältere Artist-Profile, dass die halt einfach von früheren Zeiten oder vor einem Jahr her einfach einen höheren Popularity-Wert bekommen und der vielleicht noch nicht so richtig gegen runter updated worden ist. Im Vergleich jetzt, sage ich jetzt mal, zu neueren Artist-Profilen, wo neuen Zuwachs haben, so von ganz neuen Followers und ganz neuen Streams von den letzten paar Monaten, aber einfach nicht der Popularity-Wert so hoch ist im Vergleich zu gewissen Legacy-Artists. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so viel Sinn macht, es hat aber dennoch sehr viel, es könnte auch sein, dass die Theorie Unsinn ist, weil es gibt natürlich, ihr werdet auch sehen, wenn ihr selber da ein bisschen nachschaut und filtert, dass es auch sehr, sehr viele neue Artist-Profile gibt, wo eben schnell der Popularity-Wert sich verändert gegen rauf. Und da sehen wir auch, dass sehr aktuell der Popularity-Wert sich auch immer verändert. Ich habe einfach das Gefühl, gegen runter verändert sich der Popularity-Wert nicht so schnell wie gegen rauf. Ich weiss jetzt aber nicht, an was das liegt, oder ist jetzt einfach ein reiner Gefühlswert so. Also wenn man jetzt vermeintlich einen Popularity-Wert hat, einen höheren von Releases, die vor 2 Jahren entstanden sind und halt vielleicht immer noch im Hintergrund gut gestreamt werden, bleibt halt im Popularity-Wert relativ hoch. Und es ist nicht so, das System ist nicht so punishing, dass nachher irgendwie um 10, 15 Punkte runterrutscht. So. Ich könnte mich aber auch irren. Vielleicht tut es recht schnell irgendwie auch gegen runter korrigieren. Aber ihr werdet da natürlich auch neue Artist-Profile sehen, die jetzt ziemlich schnell am Wachsen sind. Oder sage ich mal von links unten langsam auf rechts aufsteigen. So. Oder dort an sich entwickeln. Genau. Momentan, so sei mal dazu gesagt, momentan ist die Follower-Range auf 6000 und auch Popularity, gut, spielt keine Rolle. Ist einfach bis zum Maximum 50, was im Moment möglich ist in der Schweiz irgendwie, von dem, was ich gesehen habe. Aber die Follower-Range von dem Spielfeld ist auf 6000 capped. So. Ihr werdet sehen, da die Levels gehen weiter als 6000, da in dieser Bar-Chart. Also da kann man komplett alle Artists herausfinden. Auch die allergrößten Artists. Beim Universe, da bei diesem Spielfeld geht es bis 6000. Vielleicht ändere ich auch den Filter. Die Sache ist, umso höher der Filter da geht, am Schluss betrifft es, wenn man da weiter würde gehen, betrifft es nicht mehr so viele Artists. Da reden wir irgendwie nur noch von 20, 30, 40 Artists, die dann irgendwie in diesen Sphären sind. So. Und es macht, umso mehr da dazu kommt, macht es halt den Filter, die Rechnung von dem Filter macht es irgendwie komplizierter, weil jetzt so bis 6000 ist gerade noch so eine schöne goldige Mitte, so weil man schön den Slider nutzen kann, den Filter nutzen kann und auch auf Mobile.
irgendwann, wenn die Zahl ein bisschen zu hoch wird oder die Filterrange ein bisschen zu hoch wird, wird es nachher ein bisschen messy oder kann man dann auch nicht mehr so genau irgendwie sagen, hey, ich will nur bis 800. Weil nochmal, so meine Überlegung ist mehr, mich interessiert jetzt mehr, was da unten ist, was da passiert, was zu oben passiert, ja, at that point so bist schon ein bisschen in anderen Sphären. Ich bin aber am Überlegen, ob ich vielleicht auch da einfach unlimitierte oder bis Max Range gehe mit dem Filter, aber dann müsste ich da die Ansicht irgendwie ein bisschen besser machen, dass das nicht nachher mega zusammengewurstelt ist und du kleinere Filter-Ranges nicht mehr kannst auswählen wegen dem. Genau. Aber das ist mal so zu dem Universe, wenn ihr euch gefragt habt, damals in der IG-Story, hey, was ist das oder was ist das überhaupt für eine Grafik? So. Eben, das sind so die zwei Main-Grafiken. Zum einen gibt es die Levels da, wo du auch einfach eine Follower-Anzahl, Minimum, Maximum kannst eingeben. Und dann gibt es noch das Universe, mit dem man umspielen kann. Oder man wird einfach irgendjemand einzeln eingeben und dann kann man so in dieser Startansicht kann man auch den Follower-Wert und den Popularity-Wert herausfinden. Oder dann in den Custom Metrics kann man jetzt sagen, hey, was ist da eigentlich Tag für Tag tatsächlich passiert? Wie viele Follower sind dazugekommen? Ob überhaupt Follower dazugekommen sind, ob Follower verloren gegangen sind. Das sieht man dann alles eher in diesen Custom Metrics, wenn man mit denen ein bisschen umspielen wird. Genau. Und das ist eigentlich von dem Dashboard oder von dieser kleinen Rundschau. Und für das habe ich auch den Livestream da verwenden. Also ich kann mir schon überlegt, dass ich mal einen Livestream mache, auch das Dashboard ein bisschen properly vorstellen tun. Es ist ab sofort halt öffentlich. Man kann selber da ein bisschen umspielen oder Sachen suchen, Artist-IDs suchen, die einen interessieren oder vielleicht irgendwelche Vergleiche anstellen. Eben, nochmal, es ist nicht für irgendwie so kompetitiv zum irgendwie irgendwelche Vergleiche anstellen, zum keine Ahnung, irgendwie negativ etwas Schlechtes reden. So. Es geht mehr so um gewisse Muster erkennen oder einfach Informationen sammeln. Hey, wie sehen überhaupt die Grössen aus in der Deutschschweiz? So? Oder bei schweizerdeutschen Artist-Profilen, jetzt aktuell in dem Fall. So, weil wir tun das, wenn möglich, täglich tracken. Auch heute Abend, jetzt nach dem Stream, wird der heutige Tag nochmal tracked. Und dann wird er da auch ins Dashboard reinkommen. Das Dashboard wird nicht täglich tracked, aber ich sage mal, jede 3-4 Tage tue ich da die neuen Daten rein. Und momentan hat man irgendwie 1,5 Monate so. Langsam kommen jetzt wirklich ein paar Daten zusammen, sage ich jetzt einmal. Und es wird langsam auch cool, weil man wirklich so einen ganzen Monat hat und kann anschauen, wie sich gewisse Artists entwickelt haben. Gewisse aktuellere Artists, so, die irgendwie erst gerade neu sind. Oder auch gewisse, die viel releasen momentan. So kann man alle Entwicklungen sich anschauen. Und im Idealfall hat man dann irgendwann mal das ganze Jahr. So. Ich werde das jetzt auch weiter tracken, solange ich es an den Abenden nicht vergesse. Und werde jetzt das Dashboard nicht nur in den IG-Stories, sondern auch überall in den Video-Descriptions auf YouTube und so auch verlinken, weil die URL, der Link bleibt immer der gleiche. Von dem her speichert euch das, wenn ihr Bock auf so Sachen habt. Wenn ihr das anschauen wollt, zeigt es auch irgendwelchen Leuten, die sich interessieren für die Schweizer Musikkultur und so ein bisschen sich für die Stats interessieren hinter dem Streaming. So. Würde mich natürlich auch freuen, so, wenn die ein oder anderen Leute, die vielleicht nicht selber auch noch Artists sind oder die sich aber einfach mit dem Universum oder mit dem Spielfeld irgendwie auseinandersetzen, dass es dann auch gezeigt wird. So. Genau, das ist wie so Full Circle Moment irgendwie. Es sind jetzt ganz viele Jahre gewesen, wo ich die Artists, die man da auch in diesem Dashboard sieht, irgendwie mitbeobachtet haben oder sie auch gewisse Informationen auf dem Kanal irgendwie mitbeobachtet haben oder mitbegleitet haben.
Und jetzt, ja, auf eine andere Art kann ich das irgendwie wie so zurückgeben oder die Informationen wieder zurückspielen. So. Aber alles, was man da drinnen sieht, außer jetzt der Popularity-Wert, könnte man sich auch anschauen, wenn man natürlich einfach das Spotify Artist Profil sich anschaut. Es ist einfach eine coolere Art, irgendwie da, oder eine einfachere Art, effizientere Art, zu sagen, okay, wie viele Followers zum Beispiel hat der jeweilige Artist XYZ, da sieht man es halt gerade. Und halt auch die Follower-Entwicklung, so für die, wo das interessiert. Genau, so viel zu dem AFT-Dashboard, das ist die Abkürzung. Abkürzung, die für Artist Follower Tracker steht. So. Ist jetzt nicht ein mega spezieller Name, so, aber die Abkürzung klingt ein bisschen mystischer, darum wird auch die promotet, sage ich jetzt einmal, so, nicht der volle Name. Die, die jetzt da gehört haben, so, behalten es für euch. Dann behalten wir ein bisschen das Mysterium ein bisschen warm. Und ja, so viel zu dem Dashboard. Bleibe gespannt, was da noch passiert, weil ich bis auch. Und ja, sobald es Updates gibt, sage ich euch da gerne Bescheid. Ich sage bis zum nächsten Mal und tschüss zusammen.